Ja, grüezi miteinander und willkommen zurück zu Anno 1800. Die Erschaffung einer neuen Welt. Stimmt sogar, wir sind in einer neuen Welt, wa? Krass. Ja, wie ihr schon merkt, ich bin hier voll im Titel bzw. Ladescreen des Spiels. Das hat auch einen Grund, denn ich dachte mir mal wieder, so nach jetzt schon doch 50 Folgen, ja, wir sind bei Folge 350, Freunde. Juhu, applaudieren! Ja, also ganz ehrlich, die 400 Folgen knacken wir noch locker. Egal, was der nächsten DLCs noch kommen mag. 500 können, je nachdem wie groß die beiden nächsten DLCs noch werden, auch noch drin liegen. Und das für die erste Staffel wohlgemerkt. Hey, ich spreche immer noch von der Staffel, wo wir mit der Kampagne begonnen haben und dann Kampagne Plus-mäßig die nächsten DLCs immer hinzugefügt haben. Also langsam um die Kampagne geht und eben dann noch ein bisschen um Deepwater und Bright Sands und so. Und mal sagen, das ist alles noch Staffel 1. Staffel 2 wäre dann vor allem Cron Falls. Weil dort mit der Rieseninsel und so ist eigentlich relativ, ist einfach ein bisschen einfach, sag ich jetzt mal. Vieles auch zu managen auf dem Platz her und so. Und ja, vor allem dort natürlich viele Fehler, die ich jetzt in Bright Sand so gemacht habe, nicht mehr machen. So, der einzige Grund, wieso ich hier aus dem Titelscreen starte, ist, weil ich mir dachte, nach 50 Folgen knapp können wir wieder mal eine Folge auf Schweizerdeutsch machen. Das heißt, diese wirklich auf Schweizerdeutsch beginnen. Vorher, ganz kurz noch, was ich eigentlich plane für die Folge. Wir haben in der letzten Folge die Dünger und Mistproduktion soweit ja vollendet. Das klappt soweit alles perfekt. Jetzt geht es um den Austausch mit Fondo Fundo, weil dort haben die ganzen Farmen und Plantagen drauf. Ich werde die Endproduktion von Fondo Fundo jetzt doch definitiv nach La Isla verschieben, dass wir die dort haben, weil alles andere bringt nichts. Allein schon wegen dem Verschieben der verschiedenen der Häuser, wie heißt es wieder? Die Handelshäuser, Hausmeister, ne, warte mal, wie heißt es wieder? Egal, ihr wisst schon. Wo es darum geht, dass ich irgendwie gewisse Produktionen und so verbessern kann. Und wir müssen noch gucken, wie wir Bananen anpflanzen können auf Fondo Fundo. Denn mit der Hacienda geht es nicht, beziehungsweise noch nicht. Vielleicht kommt das mit dem nächsten DLC noch nach. Aber eventuell kriegen wir es ja anders hin, mit irgendwelchen Verfügbarkeiten im Sinne von, hier hast du ein Item, jetzt kannst du doch Bananen anpflanzen. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, dies will es mehr, gucken wir uns jetzt gleich an, indem wir uns Items kaufen. Auf Schweizerdeutsch in 3, 2, 1. Okay, eigentlich müsste es heißen 3, 2, 1, wenn man schon Schweizerdeutsch macht, aber egal. Jo, also, liebe Leute, es geht darum, wir haben zu wenig Obreros. WTF, was ist jetzt passiert? Hä? Okay, wo haben wir zu wenig? Moment, bevor jetzt da irgendwie... Zum Vorbild werden. Melonen, die würdet ihr eigentlich auch noch für die bereitstellen. Wisst ihr was, jetzt machen wir es anders. Trick 17. Ich bin heute total crazy. Wo ist der Fortschritt, nach dem wir uns sehnen? Fortschritt kenne ich nicht. Kenne ich nicht, Entschuldigung. Wieder Zuckerheit, das alte Muster. Also, ich will mal ganz kurz schauen, dass wir da mit den Melonen irgendwie zu Schlag kommen. Sprich, dass wir halt da ein paar Obrera bekommen. Ach du Scheiße. Erfahrung lehrt die Menschen so vieles. Vorsicht etwa. Jo, würde ich auch sagen. So, keine Angst, die Riese noch wieder ab. Es geht nur darum, dass ich so viel habe, dass ich nach Melone freischalten kann, ich es nämlich, können sie es gerade selber nutzen. Was ich schon produziere, dann fallen die da schon mal weg, nehmen wir schon mal ein Thema weniger. So, also das eigentliche Problem, jetzt mal ganz kurz schauen mit dem Schiff, haben wir beide da. Jo. Und zwar Medusa. Ja, wir müssen anfangen, hier Ware verschiffen. Für da mache ich schon mal eine Route, beziehungsweise muss ich zuerst mal anschauen, wir haben hier eine Konsumroute. Zweimal gebackene Bananen mitnehmen, Tortilla und die will es ablegen. Okay, kann man so machen. In Prosperity und Fondo Fundo. Okay, von mir aus machen wir so.
Nochmal eine Konsumroute. Zuerst einmal, damit Zigarren gibt es ja nicht mehr. Habe ich abgeschaffen. Dann haben wir, ich sage nicht mehr Konsum, sondern Fashion. Sicher falsch geschrieben, oder? Nein. Kleidung. Fashion finde ich da etwas. So. Dann nehme ich da nochmal Melone mit. Von Prosperity und werde die von der Fundo abladen. Jetzt finde ich aber gerade irgendwie das Ding ein bisschen komisch, die Reihenfolge. Also, Prosperity. Dann La Isla. Einmal der abgeben, da und da. So, ich finde das passt, oder? Ich kann natürlich jetzt mal schnell verschieben. Nein, warte mal. Echt will es. Zeigen! Geht natürlich nicht mehr. Was hat denn jetzt gemacht? Unsere Alkoholproduktion, lecker. Da wird sicher gut kommen. Bevor ich es vergesse, habe ich irgendwie noch... Ihre Zustimmung ist mir ebenso recht und billig. Sie sind zu großzügig. Moment, ich will nur ganz kurz schauen, ob ich irgendwo ein Quest noch offen habe. Das wäre jetzt natürlich sehr unpraktisch. Okay, passt so weit. Das habe ich gemacht, oder? Dass ich den wieder aktiviert habe. Ja. Bin ich mir ganz sicher, was ich letzte Folge so gemacht habe. Momentan ist alles drunter drüber bei mir. Drum leicht verwirrt. Also dann, Bananenplantage. Wenn wir dann keine Waren da oben, das ist gerade ein bisschen unpraktisch. Wir müssen hier auch Bananen machen. Bananen. Nur habe ich keine Fruchtbarkeit, da ist nämlich offscreen aufgefallen. Und das müssen wir ändern. Vorher aber haben wir jetzt Route, Kleidung und Konsum. Nehmen wir da noch irgendwelche komische Rohstoffe. Nochmal Rohstoffe. Mit Fischöl, Zucker, Kaffeebohnen. Mit dem Fischöl machen wir künftig aber anders. Dann haben wir etwas Cooles gesehen, wie man das könnte ein bisschen optimierter machen. Sagt dem. Schauen, wo der Fundo. Die Insel stimmt zwar noch. Rohmaterial stimmt ja nicht. Landwirtschaftliche Produkte mit Basel an. So, die neue Welt. Dann brauche ich sicher Zuckerrohr. Baumwolle brauche ich nicht, wir brauchen Kautschuk. Kaffeebohnen, Mais, Kakao, warte mal. Kaffeebohnen brauchen wir glaube ich sogar zweimal, weil wir da oben so viel verbrauchen, vor allem auch für Schokolade. Oder auf gut Schweizerdeutsch Schoki. Das heisst, wir machen es so und dann ist die Frage, brauche ich Mais da oben noch? Oder brauche ich Bananen? Ich glaube, es ist Bananen, die ich brauche. Okay. Dann lassen die mal fürs Erste. Da ist auch irgendwie so komische Rohstoffproduktion-Dinger. Die braucht es nicht mehr. Wir müssen den Zucker künftig da herstellen, auf La Isla nicht mehr von der Fundo. Da ist die Insel doch auch weg. Dann haben wir Kokosöl und Zimt aktuell. Da habe ich später nochmal upgraden. Dann haben wir da Gold, das ich brauche. Und da Gold. Dort Baumwolle, Kautschuk stelle ich da nicht mehr her. Perlen für die Säue, ja, eigentlich. Ja, das ist die ganze Kleidung und Konsumproduktion, die brauche ich schon.
Da mache ich noch ein großes Schiffbild rein. Was mache ich da? Rohstoff, das ist einfach... Ich meine, theoretisch, ich meine, es geht um Baumschulen eigentlich. Aha. Moment. Dann stimmt die Bezeichnung ja auch nicht ganz, weil das sind ja Farmen. Mann! Ah, scheiß Mikro ist im Weg, ich komme nicht richtig Taste an. So. Farmplantage. Okay. Jetzt haben wir die Kackroute. Ich meine, ja, wir haben natürlich jetzt das scheiß Gold noch, wenn ich auch von dort oben hole. Das haben wir von mir aus ja so lassen, aber ich finde die Trögbeziehungen nicht mehr so gut. Wofür habe ich Baumwolle schon gebraucht? Hast du da oben irgendetwas gesehen? Genau. So. Wenn wir da Mais, brauche ich alles nur. Ich reiße das alles direkt schon mal ab. Ja, wir haben viel vor. So viel kann ich schon mal sagen. Wir haben viel vor. Weil der verarbeitet ja Fischöl und Bananen. Sprich, ich brauche kein Mais mehr. Tortillabäckerei haben wir nicht. Ich habe doch so gesehen, dass ich den noch habe. Jetzt mache ich also aus Fischöl und Banane mache ich Tortillas. Also ich würde es nicht essen. Nee. Aber jetzt kann man natürlich den scheiß Mais sparen, weil jetzt brauche ich Banane. Und da ist es mir eigentlich gegangen. Ich brauche Mais nur für Silos. Sehr gut. Dann klappt da fürs Erste. Ah ja, da, was ich mal vorher gemeint habe auch. Dass ich gern, kann ich das irgendwie schon mal ein bisschen andenken, die Fischöl-Dinger gerne ein bisschen zentraler hätte da. Die Hafenmeisterei quasi da auf dieser Seite, lauter Fischöl-Dinger. Da würde ich gerne mal versuchen. Das nehmen wir ein bisschen weiter rauspacken. So. Manchmal frage ich mich, ob ich mit diesen Anlegestellen vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Naja. So, um was geht es mir jetzt eigentlich zum Präsentieren? Moment. Ich will kurz ein bisschen anders bauen, weil sonst kann ich es nicht zeigen. So etwas der Art. Aber... Was? Wieso ist das blockiert? Hä? Wie du sich der Scheiß nicht blockiert da? Und vor allem warum? Aber wohin damit? Okay, das schnell jetzt nicht. Wieso das nicht funktioniert? Was für ein schöner Hafen. Schade. Ich muss irgendwie das anbringen. Dass nachher die eigentlich alle da sind. Das ist mein Ziel, okay. Schau ich später genau an. So, Route. Da ist noch keine zugewiesen, das ändern wir jetzt mal ganz fix. Medusa. Der soll dann machen. Okay, nehmen wir die andere Route. Die andere, was jetzt natürlich noch fehlt, ist da mit dem Mist und
Wir haben ja den noch und wir haben den noch. Den habe ich rausgeschmissen. Und du bist... Bist du Nein! hier, um zu helfen? Alter. Und du bist da, um noch die Waren zu verkaufen, die wir brauchen. Perfekt. So, zu dir komme ich gerade nochmal. Wir haben jetzt einen da, der nichts macht. Und okay, was ich da noch mache, muss ich später mal noch schauen. Jetzt zuerst einmal neue Handelsroute. Neue Welt machen wir. Dünger und Mais. Was für ein Scheiß. Prosperity und vorne Fundo. Also, dann Prosperity bitte viel Dünger mitnehmen. Da abliefern, da das Gegenteil. Nimm Schmeiß mit. Machst es da. Genau. Neue Welt bitte. Gute Fahrt, der wünscht auch. Danke. So. Jetzt haben wir viele Dünger, die ich da habe. Kann ich da tun, weil da brauchen sie ihn. Den Scheiß dann nicht mehr. Genau, dann kommt da die Zuckerproduktion auch weg. Eigentlich kann ich auf dieser Insel nachher auch noch ein bisschen Ziegelstein herstellen. Arbeitskräfte haben wir genug. So. Uns geht es. Ah, frische Melone, sehr gut. Das heißt, ich brauche die da oben nicht mehr. Unzufriedene Obrierer. Hm. So. Ich muss die Fahrer nur einmal freischalten. Genauso wie eine Nähmaschine, aber da ist ein anderes Thema wieder oben. Alkohol und all das Zeug sperren. Ich glaube, ansonsten sieht es da schon mal sehr, sehr gut aus. Natürlich einfach das Lager überall voll. Aber da ist es erwartet, da unten sieht es auch sehr gut aus. Die kommen nicht mehr hinterher, ist mir scheißegal. Genau, Banane. Und da ist gegangen. Banane, 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 Bananas in Pyjamas. So. Drehen sich. Und zwar, was ich ja wirklich komplett vergessen habe, ist, man kann bei denen kann man ja Items ja kaufen und die auch durchmischen. Und mittlerweile kann man ja auch sehr geile Items kaufen. Waldtier bis 20%. Band 1. Das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Schade. Das ist Banane wirklich krumm. Der ist nicht schlecht, weil ich mehr Zucker davon bekomme. Arbeitskräfte erforderlich, okay. Gut, dann. Ich brauche es nicht wirklich. Diplomatie, haben wir gerade irgendein Problem oder so? Wir nehmen es. Ihre Speichelleckerei ist... Mehr Geld, oh, ist immer gut. So viel zu leicht erhöht. Ich sehe, Sie haben verstanden. Wahrscheinlich. Sie haben völlig recht. Ich habe immer recht. So. Ja gut, dann mischen wir mal durch, oder? Weil ich brauche unbedingt so etwas, gekreuztes Saatgut oder irgendetwas, aber halt für Bananen. Ethanol. Können wir eventuell auch brauchen. Mal schauen. Beeinflusst alle Baumschulen. La 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 la.
Von Produktivität, Arbeitskräfte erforderlich, Unterhaltskosten. Ja, mehr Waren, Zitrusfrüchte, gut, haben wir momentan eigentlich mehr als genug. Schon gleich. Oh mein Gott, Schnacht. Wir können ja vermutlich endlos Angebote erneuern. Was? Das scheiß Angebot wird auch immer teurer. Ja, super. Gartenbauer Hermann. Haben wir den nicht schon? Kommt mir bekannt vor. Wir haben ihn schon mal gesehen. Also beiden zumindest. Alle Nutzpflanzen fahren eine neue Welt mit Paprika, Kartoffeln, Traumgetreide, Hopfen. Ja, gut, neue Welt. Buche der wirklich da. Mrs. Brown, die Landwirtin. Das ist endlich mal ein Fortschritt. Finde ich aber auch. Vielen Dank, vielen Dank. Ihnen fällt mir der echt noch krass. Luftschiff. Schon eine Schwöre, ich habe den irgendwo schon mal gesehen. Alle Tiere geben mir Rindfleisch, brauche ich nicht. Aber der ist noch interessant. Wer beeinflusst Hacienda Kaffeeplantage, Kautschukplantage und Kakaoplantage plus Bananenplantage. Also eigentlich alle die vier, die ich gerne tun würde haben. Also Bananenplantage kann ich eh nicht machen. Kautschuk kann ich eh auch schon. Näher zumindest, es gibt noch Anzahl Modul minus 20%. Okay, dann ist natürlich auch geil. Doppelte Redundanz beeinflusst alle Chemiefabriken und Hacienda Düngerwerk. Chemiefabriken eventuell. So meine Arbeitskräfte, aber das hätte ich eigentlich. So. Ich schaue da mit den scheiß Bananen, wo sind die jetzt? Und die Bilanz rotiert auch ein bisschen. Die Ingenieure, ja, ich glaube der Ruhm fällt ihnen zum Teil. Gottfried Stutz nochmal, wo ist jetzt der? Hallo? Mais, ja danke schön, ich suche Banane. Hallo, Bananas in Pyjamas, wo sind ihr? Boah, leg mich doch am Schöpli, ey. 10.000 Jahre später. Ah, da. Was? Einfach Bananenplantage, Produktivität minus 15%, ja, leck mich, ey. Das schlecht ist, wenn ich gerade verwünscht oder was? Langsam echt teuer, oder? Schon der Minus. Wir schwimmen auf die Ente Geld. Sag mal. Endlich. Gegen Kreuz und Ansetzlinge episch. Beeinflusst Bananenplantage, Produktivität plus 25%. Yes, man. War klar, ist für genug Platz. Ja, 4 Stück. Was will denn der von mir? So. Auf Kurs. Sehr gut, das heisst, ich kann den damit ausstatten. Ich schmeiß den nachher eh raus. Dann müssen wir noch schauen, damit dem anderen noch passt. Weil es praktisch eine Hacienda-Farm ist, ich kann sie untereinander aufteilen. Das ist ja das Geile dran. Ich kann zum Beispiel auch sagen, du, Mais wird jetzt nachher schnell zu Kautschuk. Weil nachher eigentlich Eva hätte die ganzen Kautschuk-Dinge ein bisschen abschieben. Damit es im Optimalfall noch reinpasst. Bei andererseits, wenn ich es da vielleicht besser anbringe. Ja, mit der Bananenplantage wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und sonst denke ich, könnte der ja auch ein bisschen weiter nach oben schieben. Ah, das wird tricky. Das wird tricky. Bereit. So viele brauche ich da. Chemiefabriken brauche ich da nicht. Das ist auch Chemiefabriken. Okay, den brauche ich da. Und den brauche ich da. Den Rest später wieder nach oben bringen. So, und da wie gehabt hat er, ich schon mal gesagt, ich würde da gerne alles nach Baumschulen haben. Und ich kann die Handelskammer leider nicht abreißen, das heisst, die muss ich leider da irgendwie noch behalten. Wobei ich den natürlich gerne unten hätte. Nutzpflanzenfarm gerne auch da unten.
Am liebsten halte ich oben nochmal das Häuschen, oder bringe ich aktuell einen Dane mit dieser Minusbilanz. Also, warte mal, was natürlich klar ist, ich brauche zuerst einmal den. Da sind wir uns einig, und ich habe Bananen abpflanzen. So, den braucht es nicht, der kommt nach oben. Denn der Nutzpflanzenfarm der neuen Welt, alle beeinflusst. Das ist natürlich Nonplusultra und ich komme eben noch die anderen Sachen über. Da könnten noch mehr Kakao, Kautschuk, Baumwolle über. Baumwolle brauche ich eigentlich nicht, denn es gibt Produktivität plus 20%. Der hat plus 30%. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Betrifft ja alle, haben wir gesagt. Und der beeinflusst Bananenplantage, also in der Kaffee, also in der Kautschuk, also in der Kakao. Wenn ich die natürlich da unten würde, machst statt da oben, ein Teil zumindest, wollte ich könnte eigentlich alle machen, oder? Kautschuk muss nicht unbedingt sein. Ich vermutlich mehr als genug wird haben. Und vor allem, ich brauche weniger Modul. Ach du Scheiße. Also angeblich. Wo bin ich gerade mit dem Modul? Da bin ich doof natürlich. Da ist ja jetzt also in der Kautschukplantage. Okay, aber dann machen wir in der nächsten Folge. Dass wir da wirklich schauen, welche davon brauchen wir, wie viel brauchen wir. Also wir es halt mit oben switchen. Das heisst, man muss natürlich ein bisschen vergleichen mit den Inseln oben. Also sprich mit La Isla, wie sieht es mit dem Verbrauch und so weiter aus. Müsst ihr alles noch ein bisschen abgrenzen und da Lehmvorkommen haben. Wir haben insgesamt 3 Stück, aber das da ist mir schon ziemlich im Weg, wenn ich zugehe. Ich glaube 3 Bananenplantagen generell müsste schon lange, oder? Ich kann eigentlich den... Moment, ich könnte den hier hinsetzen. Ich brauche ja auch Traktoren und Siedlos, da wird funktionieren. Da hin machen. Da geht es auch noch. Ja, der da ist noch nicht so wichtig, die Ölquelle da. Da eine Bananenproduktion. Mich am Ende nur ausbremsen. Müsste aber gehen. Ich könnte da die ansetzen, da kann ich es da ansetzen. Das ist ein Teil davon. Vielleicht kann ich da die Straße auch verlängern. Dann müssen es da zwar auch können, im Idealfall verlängern, wird aber nicht gehen. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme der Freiheit brennt. Geh, ich vertraue dir. Ölquelle verschieben. Nee, warte mal, dann doch lieber zuerst mal das Lehm vorkommen. Das dauert wieder so lang. So, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Düngersilo. Das war jetzt auch meine Idee gewesen. Super. Ich hab doch schon alle Volkslieder gespielt. Ja, so glaube für den Anfang gehen. Und dann. Eigentlich brauche ich ein Modul 20% weniger. Dünger, Traktoren, das sind jetzt aber auch schon
drin, glaube ich jetzt, oder? Warte mal, weil da gibt es wieder ein paar mehr. Ne, noch nicht, gell? Wenn der Blaupausenmodus ist, geht das noch nicht. Ich brauche also definitiv noch ein bisschen Stahl dazu. Tu es jetzt, solange der Mond... Mal schnell schauen. Ja, das sieht gut aus. Bananen fehlen, da ist klar. Da geht es auch einigermaßen auf. Jetzt mit Bananen fehlt, das ist logisch. Kakao, Kaffeebohnen. Ja, dass die nicht so viel hat, das ist auch klar. Dünger 87, okay. Also Problem da mit Kaffeebohnen ist halt, weil ich es überall brauche. Wir haben keinen Platz. Für Kaffeerösterei und ich brauche es halt für Jockeyherstellung auch. Darum macht das durchaus Sinn. Okay, machen wir die Quest nächste Folge auch noch. Ich würde sagen, jetzt holen wir noch ein bisschen Waren ab. Mit hier nehmen wir Baumaterialien, Stahlträger habe ich auch nicht mehr so viel. Darauf wollen Sie sich jetzt also spezialisieren. Oh, spezialisieren. Oh, das hat etwas Gutes. Of course. Ja, okay. Ich würde damit sagen, auf Hochdeutsch wieder mal, dass das wieder mal für die heutige Folge war, liebe Sportsfreunde. Bei Anno 1800, Folge 150, auf Schweizerdeutsch. Wir haben, finde ich, viel geschafft. Einiges fehlt noch, aber das wird schon noch. Ich muss gleich niesen, das ist natürlich super, die Folge zu beenden. Dann sage ich mal, mit diesem Blick, sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und dann werden wir noch den Rest ein bisschen modifizieren und gucken, ob es wirklich funktioniert mit Bananenplantagen und so. Und was ja irgendwie alles umstellen müssen, man hat Senderdingern, sprich irgendwie eben mehr Kautschuk hier unten, Mais vielleicht nach oben und so. Also auf der anderen Seite der Insel hier. Und Kaffee und Kakao nach hier unten. Ein bisschen mehr Produktivität. Wir werden das alles ein bisschen abgleichen müssen, natürlich auch mit dem, was wir momentan produzieren und so. Aber kommt alles gut. Das kommt alles gut. Sehr gut. Jo, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Ciao zusammen.